Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie ich das letzte Monaten schon angefangen habe, präparieren, war die Welt aber noch ein bisschen enger. Ich habe noch leicht andere Punkte abgeschrieben, wie die, über die wir heute Mittag schon geschwärzt haben, und auch die Zukunft von Europa aus sich betreffen. Mir ist aber auf die Außen- und Verteidigungspolitik angehen. Ein paar Wörter, als ich mal über die Form von der Konferenz Kolleginnen und Kollegen haben hier schon gesagt. Am Mai 2021 war die größte Startchance, und wir hatten ein Ziel, die EU den Menschen Minot zu bringen. Die Leute Minot und die EU rund zu bringen. Und an dem Kader wurde eine Digitalplattform lanciert. Und all die Memberländer haben mehr kleine und mehr große Evenementen irgendwie stattgefunden, und das eben noch zu Lützeburg. Und natürlich wird die Pandemie dieses Projekt dann noch ein bisschen ausgebremst. Im Winter 2021 war kein Evenement sur Platz möglich. Das Digital, das haben wir in den Vordergrund geregelt. Und trotzdem, das muss ich so, und trotz auch dem Druck, über den wir schon geschwärzt haben, den wir als geleistet haben, fertig als Chambre, als Subkommission, für als Agenda aber noch durchzukriegen. Ich meine, das verdient den großen Merci für allem die beteiligten Beamtinnen und Beamten, die da heroisches teilweise gelegt haben für den Ordre du Jour, den wir selber gesagt hatten, an eine immer mehr kurze Zeit zu drücken. Und auch, dass wir heute darüber schwätzen, also aus sich nicht die Volontät von einer Kommission gewesen, das war die Volontät von der Präsidenz, die gesagt hat, wir brauchen das noch. Wir hatten sich gedacht, wir hatten noch bis an den Mai, oder bis kurz vor dem Mai. Und wir haben also an dem letzten Jahr probiert, Leute hier am Land und an der neuen Grenzregion auf diese Konferenz aufmerksam zu machen und als hier Meinungen zur Zukunft von Europa anzuhören. Bei diesen Diskussionen kommen, und das hat die Chefin von uns geschwärzt, viele solche Wünsche, die alle Parteien zu sein finden, da man da auch Piraten Themen finden, die aus dem Herzen liegen. Die Leute tun als versuchen, über die Folge von der steigenden sozialen Ungerechtigkeit, von der Klimakrise, aber auch von nationaler Langgang geschwärzt. Eine von den Forderungen von den Leuten war, an außenpolitische Fragen auf europäischem Niveau nicht weiterhin die Unanimitätsregel gelten zu lassen. Als Politiker sehen die nur direkt, du musst ihn aufpassen, Unanimität, das schützt ja aber als nationale Interessen. Wenn ihr dann aber draußen im Terrain schwätzt, naja, die ganze Zeit, dass Leute, die Menschen nicht unbedingt verstehen, und vielleicht sind sie da einfach einen Schritt voraus. Und nun verstehen, dass immer eine Unanimität nicht funktioniert, weil eben dummer da auch Kompromisse heinz durch von 4 Jahren ausgeschlossen sind. Wir sind nun mal zu 27, aber wenn ich zu 27 weiterkommen will, dann muss ich noch keine Decisionen holen, auch wenn dann ein den einen oder anderen dummer da nicht ganz zufrieden ist. Und das so nicht wissen, dass an den letzten Tagen, manche Rubrik zum Anfang, eine enorme Einheit der Solidarität an der EU war. Ich meine, wir hatten lange keine Krise, wo die EU so sehr, so konsequent dafür allem auch mit enger Stimme reagiert hat. Froh ist, wie lange hält es tun? Wir sind ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aber wir dürfen noch nicht vergessen, dass die Welt nach für eine Woche ähnlich ausgesehen hat wie heute. Für eine Woche hat nämlich der Europäische Gerichtshof nach verschiedenen Memberländern an Erinnerung gerufen, dass der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus gibt. In dem Sinn haben sich auch verschiedene Bürgerinnen und Bürger, mit denen wir geschwärzt haben, für eine europäische Armee ausgeschwärzt. Auch da ein Thema, das wir in der letzten Wahl schon am Programm stehen hatten, wo wenn er dann in Deutschland angekündigt wird, hier Depensen immens an die Lut zu setzen, muss man sich aber vorstellen, ob es nicht mehr Depensen an Militär sind, die zur Défense zählen. Wir haben gerade auch lorem gesehen, dass sich zur Unabhängigkeit, zur strategischen Autonomie von Europa gehört, auch unabhängig von Energiequellen aus dem Ausland zu sein. Ich war ein bisschen erschreckt, wie ich drunter mit dabei lehren, und die Lohai ein Loblied auf den LNG gesungen hat, was also sich aus dem einen Korn an den anderen Korn drängt. Weil dass man Gas mit Schiffer über die halbe Welt kutschieren, teilweise Gas, das schießt, also muss ich dann aber, kann doch beim Nimmländer so, ein LNG wird halt nicht gewonnen, indem man bei der Key einen Triestone hinterhalen. Das ist nicht gering, und das muss ich noch so sagen, wenn man eine geringe Transition will, dann muss Europa an gering erneuerbare Energien investieren. Aber wenn man das will machen, dann müssen die suchen, auch zu unseren Défense-Ausgaben aus sich zählen können. Herr Präsident, erlaubt, dass ich dem Klemmer vorstelle. Ich meine, nicht richtig gelauscht hat.
Ich bin Madame van der Leyen zitiert, die voll am Gang aus der LNG zu promovieren, nicht? Wir kennen das gerne das war kein froh, weil muss ich auch so sagen. Das war eine richtige Stellung. Ich meine, wenn wir den Werbeteam haben lesen über diesen Debatte gesagt, dass der Loblied ob genau das gesungen hat, dort gesagt, wir müssen nach mehr bauen, weil der das aus. Okay, ich meine, wir lauschen gerade hier irgendwo Fußballsmatch bannen oder Herr Präsident? Ja. Wenn ich gelebt habe, deren Apparat, da geht 4 und dir. Voilà, das schön, aber nur geklappt zu haben, der Messer so gepappt. Okay, Herr Klemmer, ihr könnt weiterführen. Also, ich meine das wirklich in der Zeit. Pardon, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich meine das wirklich in der Zeit, dass wir alle Ausgaben an strategische Autonomie vom Kontinent auch können als Staat zu betrachten. Und du gehört eben noch die Energieunabhängigkeit dazu, das heißt, wenn wir Depensen an die Energieinfrastruktur, die als von Dritten unabhängig machen, da sollen wir die auch können konsiderieren. Ein weiterer Punkt, den ich ganz viele Leute gewünscht habe, ist, dass Grenzen nie mehr müssen zugemacht werden. Auch da, die Covid-Krise, mein ich an Erinnerung gerufen, wie sehr das geschehen kann. Und nicht nur hat Deutschland Grenzen zugemacht, nee, als dann wird doch noch ein illegaler, da weiß Grenzen kontrollieren. Auch das ist ein Problem. Und auch da brauchen wir in Zukunft mehr robuste europäische Mechanismen. So etwas darf nicht mehr vorkommen. Und das tun wir auf all Ofen, die wir hatten mit den Leuten, aber gesagt kriegt, dass du sagst, libre Zirkulation, Schengen nicht nur ein Dorf und der Muselas wird schön aus, aber tatsächlich ein Term aus für einen Raum, an dem sich Leute können begegnen, bewegen und das ohne müssen Grenzen Halt zu machen. Das muss also eine Priorität für Lützeburg sein. Beim Thema Grenzen war die Meinung nämlich ganz klar. Von den europäischen Sicherheitsfragen dann aber zurück bei der Umweltpolitik auch das ein Thema, das immer umgeschwärzt wird. Und wir Piraten stehen auch da, hat der Regierung sowieso gekündigt wird, gegen die EU-Kommission der EU-Kommission hier Taxonomie vorzugehen. Ich meine, auch das ist wichtig, weil, und ich sage dafür, weder Gas und auch Atom sind keine nachhaltig geringe Energieressourcen. Das muss ich auch so sagen. Ich erinnere mich ein bisschen an die Pub, die früher an der Deutschen Telekom als Strom vergiert. Ich weiß nicht, ob sich noch einen an die Pub erinnert. Wenn man so den Strom als Giel, das war für die Bayern so billig, der wahrscheinlich mittlerweile verschwunden ist, sollte wechseln. Wir brauchen Strom, den nicht Giel ist, wir brauchen Strom, den ist gering. Wir brauchen Strom, wo wir unabhängig sind von Dritten, wo man nicht müssen irgendwo Uran kaufen, wo man nicht müssen irgendwo Thorium kaufen oder wo man nicht irgendwo müssen Gas oder Petrol kaufen. Wir haben viel zu viel Zeit verloren, weil wir es nicht echt vom russischen Gas an OPEC Petrol getrennt haben. Wir sollten also nicht weiter Zeit verlieren, aber wir sollten es nicht an neue Unabhängigkeiten beginnen. Wir machen das als Staaten also just selber immer mehr schwer für das Ziel 2030 und 2050 zu erreichen. Und da sind Leute auch der Meinung, dass man mehr klar muss sagen, dass wir an einer Klimakrise sind. Auch das als klar rauskommt, und das ist ein Fakt. Als Resolution von 2019, die klar von einer Klimakrise geschwärzt wird und die gefordert wird, eine Kommission dafür auf Beine zu setzen, wird leider rejegiert. Aber wir sind aber froh, dass wir da aber auch immer mehr an die richtige Richtung bewegen. Herr Präsident, auch ein Punkt der Mobilität und die Leute draußen einen klaren Spruch geschwärzt. Sie wünschen sich ein mehr effektives europäisches Schienennetz, das Reisen über die Landesgrenzen raus soll vereinfachen. Wenn ich höre, dass Brüssel anscheinend 10-mal mehr wie Paris leidet, den hat noch nie den Zug für Brüssel geholt, weil, liebe Kolleginnen und Kollegen, von Lützeburg auf Paris, das sind 2 Stunden und 5 Minuten, für auf Brüssel, von Lützeburg aus dauert es halb mehr lang mit dem Zug, wie die Schiene damals angeweiht wurde, und das war im Zeitalter von der Postkutsche. Kann also nicht sein, dass ein Zug mit der Zeit mehr losgeht, und das, obwohl 3 Regierungen, die Französisch, die Belgisch und die Lützeburg, immer im so, wir müssten den Zug endlich zwischen den europäischen Hauptstädten Straßburg, Brüssel und Lützeburg sehr kriegen, geschieht einfach nicht. Bis ab 2023, also nächstes Jahr, vielleicht,
soll Zugreise bis auf Bresel nach 12 Stunden dauern, das war 2016 versprochen gehen, das gesehen wir dann nächstes Jahr, ob verspricht für 16 dann irgendwie zählt. Ich kann mich erinnern, dass schon 16 davon geschwärzt wurde, dass Bresel soll Mino kommen. Bon, irgendwie, die Geografie kennen wir nicht ändern, wir kennen aber das Tischmuseum, wir können sehr Schienenresort bauen. Und auch seit Januar 2020 ist zum Beispiel Bresel Teil vom europäischen Nutzzugreso Lützeburg, ist da ein bisschen aufgehangen gehen. Wir sind Lützeburger, wir sind heute zu Lützeburg am Kern von Europa, am Kern von Westeuropa, muss ich nur sich sagen. Und wir sind noch immer nicht anständig auf verschiedene Regionen gebunden. Verbindungen Richtung Deutschland muss ich gar nicht schwätzen, das ist eine einzige Katastrophe. Auch da müssten klare Investitionen kommen. Die Leute wählten ja auf den Zug zurückgreifen. Sie wählten Männer hier ein Auto oder den Flieger holen, ob Strecke, wo es Sinn möchte. Respektive op Strecken, wo dann ein Zug fährt, aber dafür muss eben auch ein Zug auf diese Strecke fahren. Und da sind wir aber ganz, ganz weit weg. Aber wenn wir hier bannen, Kurzstreckenfliegen wollen verbieten, wir hatten hier an einer Motion gefordert, den einzigen, den wir heute können verbieten, weil eine Alternative gibt, ist Lützeburg, Paris, alle sagen, es macht keinen Sinn, weil weder auf Frankfurt, noch auf Bresel, noch auf Zürich, noch auf Amsterdam können an einer raisonablen Zeit mit dem Zug. Ich meine, das muss man sich einfach bewusst sein. Auch da verlangen die Leute von der europäischen Politik, von der nationalen Politik, dass sie Jalon setzt und dass sie sich engagiert. Wenn wir gucken, wie wild hauptsächlich man Zug sind, natürlich auch viele Junker. Junker, die natürlich auch teilweise Geld sparen, aber die eine Conscience ökologisch haben. Aber Junker haben aber auch immer Schwierigkeiten in Europa, und zwar für sich Arbeitsmarkt zu etablieren. Wir schätzen von EU-Ländern, die eine Jugendschulmarkt von 50% oder mehr. Das ist desaströs. Auch da haben wir eine ganze Generation, die wir hängen gelassen. Und auch da braucht es mehr. Und da gebe ich schon wirklich von einer Karriere vom letztburgischen Kommissär da gesehen, wo sie Pläne boutieren, weil bis jetzt als da viel gesagt gibt, mir wenig Konkretes um Terrain kommt. Die Jugendgarantie war einmal als größtes versprochen. Das greift an denen an verschiedenen Ländern, an andere Länder greift das Männer. Sie freut, dass man zu Lützeburg da einen Deal abgefangen kriegen. Aber das ist sicherlich nicht die einzige Lösung. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zukunft von Europa soll eine lebenswerte Zukunft sein. Interkulturell, friedlich, über den digitalen und den analogen Weg mit verbunden. Für das lebenswerte Zukunft zu sichern, muss die EU in Zukunft mir oft, ob die Leute draußen durchgehen, muss sich mir oft eins gehen, wie sich an den letzten Tagen gewiesen hat. Sie kann sich eins gehen. Das Konferenz war ein guter Start. Wir waren andere Marken an Proposen, die Leute in den 12 Monaten machen, am Sand verlaufen. Dann ist am Endeffekt genau das erreicht gehen, was man nicht wollen. Die Leute gehen frustriert. Es muss ein konstanten Erfolg von nationalen und europäischen Institutionen sein, für die Europäische Union mehr und die Leute runterzubringen. Und da müssen noch Proposen umgesetzt gehen. Es muss konstant auf Menschen an den Memberstaaten durchgehen. Nicht nur alle 5 Jahre, nicht immer da, wenn ein Präsidentsgrad gelöscht wird, eine Année européenne de Citoyenneté auszurufen, mais en Permanence. Für allem die Länder, die schon ein Stück weit weg von den 3 europäischen Hauptstädten liegen, müssen mehr angebunden gehen. Es muss noch bei den Projekten wie bei dieser Konferenz über die Zukunft von Europa, ob die Leute die EU skeptisch sind. Weil auch Bürgerinnen und Bürger, die skeptisch zum Projekt vom gemeinsamen Europa sind Teil von diesem gemeinsamen Europa. Das heißt, wir müssen auch auf die lauschen, und wir müssen sie matt an Boot holen. Es gibt Zeit, dass die EU sich stark abbringt, an den Narrativ nicht denen überlässt, die Bresel immer für alles die Schuld wollen gehen, sich gleichzeitig aber Tasche vollstierchen. Wir haben so viel Staats- und Regierungschefs an der Geschichte von der EU gehabt, die sich an der EU hauptsächlich einen Selbstbedienungsladen gesehen haben, wo sie sich konnten mit von strukturellen Taschen vollstierchen und gleichzeitig daheim Anti-EU-Lobbying gemacht haben. Das ist doch kokass, dass die Leader vom Brexit-Movement in Großbritannien sich nicht so schuld war, bis zur letzten Sekunde am Europaparlament sitzen zu bleiben, für auch nach den letzten Euro und europäische Suche mit ihm zu holen, obwohl gegen das EU an Feld gezogen ist. Das ist doch ein bisschen kokass, wenn ein tschechischer Premierminister über gewisse Strukturen sich um Milliarden Einkommen aus Strukturfonds hält. Auch da muss die EU den Leuten auf Pause weisen, dass sie so etwas einstellt und dass sie konsequent dagegen agiert. Wir brauchen Vertrauen an die EU, und das muss die EU für allem sich erkämpfen. Es gibt Zeit, dass die EU weiß, wie stark ihn auch
als friedliche Nationen kann ze summe sinn. Dat man net muss eng aggressiv Postur anhhöllen, fir können als Zieler zu errechen. Dat man sech können friedlech dese Kontinent weiter gideieren. Politik muss méi auf den Biergerinnen an Bierger gehen und die Jung und die Männer jung fir e liewech an innovativ Europa brauche man nämlich die Unterstützung an noch die Ideen Fugi der Rängen. Net vun Uwen Rof, mé all ze summen. Es so nicht Merci.